Sehr gut. Ich sehe schäbmutig von dir. Ich hatte gestern so einen Sinn und das ich all Jahrestiden nicht gehört habe. Wir hatten einen Astan mal dann ab die 4 Uhr nicht angehört. Und dort wir bloß so ein Jahr so. Ricky hat mit mir auch ein Fan-Equipe gemerkt und dort habe ich wahrscheinlich nur bei vor. Jose hat also 2 Jahre gleich nicht schafft gekriegt, ja, aber wir haben den noch mal ein schafft gekriegt, so. Ich habe ihrem gesehen von gestern. Und ich freue mich aber noch viel alle von dir. So, ich will Ihnen von dir so mit einer Warnung geben und dann will ich in der Schule haben, das beschreiben. Wann von dir in der Schule, irgendwem von Ihnen, schwierig was zu verstehen, und je vielleicht mit einem Zwiebel kommen, der Einzige, was ich Ihnen frage, ist, komm an mich spazieren, und soll an Bibel lesen, was klar wird. Feiertag hat wir malt. Feiertag hat wir uns becheckt, wo die Schlangen an der Wüste abhängen, ein Bild wie für Jesus in der Kreuzung. Von der, weil wir Jesus fingen im Alten Testament, und das soll uns dort Denken verwandeln über die Dreieinigkeit Gottes. Das ist ein Thema, wo ich persönlich noch niemals habe gehört von reden, aber ich glaube, das ist höchst da wie tun. So, mal dort gesagt, weil ich mit YouTube nur Johannes 20, Vers 28 drehen. Also Johannes 20, du hast ein sehr interessantes Bekenntnis. Thomas ist der Angläubende und der sagt, Pfarrer Jesus war angefunden, nein, der glaubt nicht. Und dann hat Thomas Jesus begegnet und er hat in seine Siege gefeilt, er hat in seine Hände gefeilt. Und dann im Vers 28 sagt er das steht. Dann sagt Thomas zu ihm, mein Herr und mein Gott. Also wir glauben mit Thomas mit, dass Jesus ganz vollständig Gott ist. Wir glauben an die Dreieinigkeit und wir glauben an Jesus als Gott. Und ich finde, dass das man als Christen ein flaves Ding geworden, wenn wir reden einmal bloß von Jesus, den wir abfaden. Wir reden dort nicht mal wirklich ut, wenn wir merken, das Bild fährt drastisch genug von was Jesus alles von uns getan hat. Und dann fragen wir uns, Jesus, Gott, nein, so darf es nicht. Und dann verstehen wir uns nicht zu verteidigen, wenn wir das Alte Testament erhebt nicht und das Neue Testament mal auftrafen. So, wenn wir von der gehen, dann sehen wir ab der Sieg nur, wenn Jesus Gott ist, und er ist, dann müssen wir Evidenz haben im Alten Testament zum Gott durch empfing. So, ich will mit YouTube 3 wechseln und ich habe mich also begrenzt und ich war so in unserer Zeit nicht kriegen, aber wir haben ja auch ein Leben lang, so wenn wir das in der Schule nicht darstellen, dann war bloß am Anfang steht auf hier, dann war nächstes nach wieder schon, okay? So, ich will mich nicht bauen, zum ersten Mal nicht quatschen, ich will von Anfang, wenn wir dann nicht durchkommen, dann will bloß sein, nächstes nach, wo vor wieder, dann kommen wir nächstes nach, dann schaffen wir wieder. 1. Mose 16. 1. Mose 16 ist die Begegnung, wo Abraham hat mit seiner Kjoakj ein Kind und der früh kläft ut und der hat durch diese Begegnung. So, in 1. Mose 16, du so weil wir uns in Vers bekennen. So, 1. Mose 16, du will ich lesen, vom Vers 7 bis derch 13. Dort sagt du es, dass in der Wildnis, bei der Wutterschwal, ab dem Wachnu Schur, funk dem Herrn sein Engel Hagar. Und der sagt, Hagar, Sarai ihre Kjoakj, von wo kommst du und wo gehst du hin? Und Hagar sagt, ich ran von Sarai meine Wirtsche weg. Und dem Herrn sein Engel sagt gut du trägst nur deine Wirtsche und gehorch Dem Herrn sein Engel sagt, der Herr wird dir so viel Nukum geben, dass die nicht wollen zu teilen sein. Und dem Herrn sein Engel sagt auch noch, wenn du ein kleines Jüngchen haben wirst, sollst du am Ismael nahen, willst der Herr die an dein Elend gehört hat.
Ismael wordt zo vrij als een wilde ezel zijn, alle man jeen aan en jeder een jeen arm. Niet vredelijk met een broeder. Du raubt zij dem Herrn zijn noem aan, die te gereed had. Zij naam aan, de Haar, die du zit, en zij zegt, heb ik werkelijk dem je zijn, die mij zit. So am Anfang würden wir gewandt sein, dass sie Geschichte bloß zu lesen, und wo wir sagen, chill, Hagar hat ein Engel gesagt. So, das erste, was wir hier dann nu an unsere Wandtafel schreiben, das ist Haar, oder wie kann Gott sein Engel hier anschreiben. So, das Text ist ein sehr Flevertags, aber doch der Vers 13, der verwandelt uns das Gott. So, ich will nur 7 checken. Und dann soll ich mir sagen, im Vers 7, wer redet mit Hagar? Dem Herrn sein Engel. Und im Vers 13, wer hat mit Hagar geredet? Der Herr. Okay? So, wenn ich nicht lesen kann, dann könnt ihr das mal verlesen. Das sagt, du raubt sei dem Herrn seine Nummern an, der zu geredet hat. Sein Name, der Herr, der du sitzt. Also, wir immer das Engel ist, was mit der geredet hat, am Vers 13 sagt Hagar, sein Name, der Engel, der Herr, der du sitzt. Und sie sagt, habe ich wirklich dem gesehen, der mich sieht. Also, wir wollen das im Vers nun nochmal bloß auf die Ponentli drin und sagen, erst was Besonderes geht hier an, wenn Hagar begegnet dem Herrn sein Engel, aber der nennt den Herrn sein Engel der Herr, Gott. Erst was Interessantes geht an und noch fehlt mehr dort hängen zu kriegen. So, wer weiß alle aus Menschen kann Gott sein? Kann er oder kann er nicht? Nee, okay? So, dann haben wir nur noch ein Ding mehr dabei. Das Neue Testament lehrt uns, dass kein Mensch kann Gott sein und leben bleiben. Du stimmst mir mal an, ne? Okay, so wem hat Hagar dann nicht sein? Und ich will alle Frauen merken. Das erste was Besonderes, was hier angeht, wird wir nicht von reden. So ganz schnell fängt er an mit sein, Gott sein Engel, der kommt nach Hagar. Und dann, weil Hagar erst mit dessen Engel geredet hat, dann auf einmal sagt er, ich habe Gott gesagt. Und erst wird jetzt an. So, wir wollen das hier so nu, für nu gut lohnen. Dann werden wir nur 1. Mose 21. 1. Mose 21 haben wir noch eine betähnliche Geschichte. 1. Mose 21, wo ich bloß lesen, Vers 17 und 18. So, das ist das zweite Mal, wo Hagar eine Begegnung hat. Und nun, weil wir noch mehr. Und Gott hielt dem Jungen seine Stimme, und ein von seinen Engeln raubt Hagar vom Himmel und sagt, was ist los, Hagar? Hab nicht Angst, weil Gott hat dem Jungen seine Stimme gehört, du wo er nicht ist. Steh ab, recht dem Jungen an und hol am fast bei der Hand. Ich war am ein großes Volk mehr. Okay, so wer redet mit Hagar? Ein Engel. Okay? Und was sagt der Engel? Wer wird Ismael zum großen Volk mehr? Nope. Aqua. Und dort mehr ein großen Unterschied an der Geschichte. Wenn dort meint so viel dort, entweder der Engel, als was Besonderes oder das was Besonderes. Wenn der normale Engel, Leo, sind doch Botschafter.
Der hat nicht machelt sich selbst. Der geht bloß da, wo Gott gesagt hat, und wir haben gesagt, Gott hat mir geschickt, die zu sein. Und nu sagt das Engel zu Hagar, hey, wieso geht ihr das so fragt? Und dann erklärt er und dann sagt er, ich war von Ismael ein großes Volk mehr. So ganz unbedingt haben wir dann nu Hagar als Erswer, wer ein so büttergemeinen Engel bejahend hat. Und nicht bloß bejahend darf den Gesang. Das ist nochmal bloß so Kindergarten und was jetzt an mit den Herrn sein Engel. Wer will mal ruhen, wer der zweite Mensch ist, wer den Herrn sein Engel bejahend? Abraham. Okay? So, Abraham seine Geschichte von Engel bejahen, als immer so, ja, du wie ein Engel in einem Baum, ne? Wir wollen uns so mal ein paar Vers lesen. So, 1. Mose 22, Vers 1 und 2, du lest, wie es steht. In der gewissen Zeit Luther stellt Gott Abraham auf eine Probe. Gott ruft ihm und sagt, Abraham. Und Abraham sagt, hier sehe ich. Und Gott sagt, nimm einmal deinen einzigen Sohn Isaac, dem du Gott bist, und geh nur die Gegend von Moria. Ich werde dir einen gewissen Berg wiesen, und du sollst du abgehen in ein Opfer von einem Mörken als ein Brandopfer. Okay, so nu werden wir mal staubwies. Wer redet nu zu Abraham? Gott, okay, das ist sehr leicht. So, das sagst du so bloß. In der Universität Luther stellt Gott Abraham auf eine Probe, und dann sagt er, und Gott sieht. Wenn wir dessen selben Kapitel der Länge, das ist die Geschichte, wo Abraham in der Wildnis reist, der will Isaac opfern, und du will Luther noch einmal, wenn das Opfer als noch Wahrangleichnis an sich selbst von Jesus. Aber wir gehen nun noch verstehen, und dann lese ich du es. Und Abraham hält auf Maße Reuten seinen Sehen schlachten. Aber du mit raubt dem Herrn sein Engel vom Himmel. Abraham, Abraham. Und Abraham sagt, ich sie hier. Und der Engel sagt, hier ab. Du dem Jungen nicht, nie weit ich, dass du Furcht hast für Gott und am Gehorchen des. Du hältst nicht einmal deinen einzigen Sehen von mir. Nu habe ich all gelehrt zu horchen, ne? So, wer redet nu mit Abraham? Der Engel. Okay, so das sagst du so. Aber du mit raubt dem Herrn sein Engel vom Himmel. Ganz unbedingt, sie werden ja war hier also. Aber, wenn uns das nicht traurig, dass du sagst, der Herr sein Engel, dann lesen wir im Vers 12, dort letzte Engel, von wem hält Abraham nicht trägt, sein Jungen zu opfern? Für mich, no, wer verteilt? Der Engel. Okay? So, dann ist das nun all wirklich interessant geworden, dass Gott checkt den Opfern, dann wenn ich opfern will, dann kommt der Engel für einen Tag, und dann sagt er, oh, nu wach ich mal ein Bett. Und dann sagt der Engel, du hast den Sehen nicht geschont für mich. Für wem soll Abraham den Sehen opfern? Für Gott. Und nu kommt der Engel und dann sagt er, du hast den nicht geholt für mich. So ganz unbedingt, jetzt du erst was Besonderes an, wenn Abraham will, das reichte dann, und nu bejahte du auf einmal Gott und er bejahte einen Engel. Wenn wir mit dieser selben Geschichte der Länge denken, dann fingen wir in 1. Mose 31. 1. Mose 31, und du sollst wir lesen vom Vers 11 bis der 13. So, Abraham hat ganz vernehmt sich mit dessen Engel bejahend, den schrieb ich hier nur an. Abraham. Und dann glaubt dort Eva, bei Jakob am 1. Mose 31, und du sagst, dass es steht. Und dann sieht Gott sein Engel zu mir, Jakob. Und ich sehe, hier sehe ich. Und der Engel sagt, check einmal, alle Kosenberg, die du poren, sind strippig und muschrig und bunt. Ich habe dort so geführt, wie ich gesehen habe, was Laban mit die deut. Ich sehe den Gott von Bethel,
wo du de Eil ab den Stein gehst und mir den Versprechen gibst. Nu go weg von das Land und go trägen nur das Land von wo du einmal scheinst. Okay, nu weit wir all wohnt die Frau ist. Wer redet zu Jakob? Gott sein Engel. Fein, dort haben wir nur hingeschrieben, so das weiß wir nicht. Was ist mit diesem Engel so besonders? Was sagt das im Vers 13? Ich sehe den Gott von Bethel. Wer weiß, wie Bethel passiert? Okay, du wirst das lernen, right? So, wir wollen hier so eine Jakob hinschreiben, aber dann werden wir uns unbedingt nur sein, was hier angeht. Weil wir wollten nicht von Jakob, 1. Mose 31, weil wir der Engel vom Herrn bejenden und der Engel erklärt sich selbst. Also das ist all eine Staub wieder, als bloß dort lesen und sagen, das oder ja. Im Vers 11 sagt er, und dann sieht Gott sein Engel zu mir. Und dann im Vers 12, der soll ja, wie du noch einmal redet, sagt, ich sehe den Gott vom Bethel. So, der Engel vom Herrn erklärt sich selbst nicht als Gott. Und das ist entweder eine Lasterung oder eine Wahrheit. Dort du zwischen jeftet nicht. Dann werden wir unbedingt uns dann die Geschichte weiten, was passiert bei Bethel. Was wird das für ein Gott so besonders am Bethel? So, dann gehen wir nur 1. Mose 28. 1. Mose 28, Vers 14, 12 bis 14. Josef hat geschlafen, und er kann man nicht sagen, gemütlich geschlafen haben, wenn er seinen Kopf auf dem Stein. Aber dort ist ja dann, einige Menschen schlafen vielleicht anders als andere. Aber da sagt hier, die Nacht träumen am dort durch Trappen stünden, die von der Erde bis am Himmel regten. Und Gott, seine Engel gingen durch Nab und Rauf. In boven stund der Herr und seht, ich sehe der Herr, ich sehe den Vater Abraham sein Gott und Isaac sein Gott. Das Land, ab wohnt du legst, wo ich die in deine Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so viel sein, als der Stoff ab Erde. Die werden sich im Westen, Osten, Norden und Süden verspreiten. Alle Völker ab Erde werden durch die in deine Nachkommen gesegnet sein. So eine interessante Geschichte. So, hier haben wir dann eine ganz klare Unterscheidung zwischen Engel und Gott. Aber der Gott, der hier vorkommt, das ist derselbe, was im Kapitel 31 vorkommt. So, erstens sagt er dort Jakob schleip, und dann sagt er Trappen, wo am Himmel regten, und Gott seine Engel gingen durch Nab und Rauf. Und die waren, was dann zu Sinne soll gekommen, die kennen alle auswendig, was das ist, nicht? Das goldene Vorwahl und so eine Trappen, dann reißen die Engel durch Hand und trägt. Das ist ein Bild, was uns einmal wiesen. Und dann oben ist es so da, wegen Gott, ja, wenig Mut, nicht? So, das wurde uns in der Sinnerschule vom Bild wiesen von dieser Geschichte. Aber hier ist was so Besonderes, wenn man sagt, boven stund der Herr in See. Also, der Engel, der ab dem Duel ging, das wird nicht Gott. Der Herr stund boven abgeladen. Und wir wollten, dass dort ein Unterschied ist, wenn im 1. Mose 31, merkt doch ganz klar ein Unterschied, in der Engel, der durchfährt, der sagt, ich haben die im Versprechen gemerkt, dort bei diesem Buch. Und dann weit wie dort sagt, ich sehe der Herr, ich sehe den Vater Abraham sein Gott und Isaac sein Gott. So der Engel im 31, der erklärt sich hier im 28 ganz klar als Gott. Und dort merkt Jakob, einer von den Gleichgültigen, wo du dann nu dessen Engel gesehen hast. So wir haben ja 3. Wir fangen noch mehr von das an 1. Mose 48. 1. Mose 48, so haben wir die letzte Geschichte von Jakob. So Jakob ist noch einmal der ist noch einmal Paut von dieser Geschichte. Jakob will seine Großkinder segnen. So das ist das Ende von der Geschichte. Die sind nach Ägypten getroffen. Und Josef hat bis 2 Jungs, und die stellen über Rosh Han, an Beten, und das ist das, wenn er unbedingt den Jüngsten den Segen geben. All diese Dinge passieren noch. Und dann im Vers 15 passiert, was sehr interessant ist.
En hij seht den Sehen op Josef en seht, möchte Gott den mijn grootvader Abraham en mijn vader Isaac deunden, en de Gott, die mij mijn ganzes leven en wat van jou geleerd heeft, de engel, die mij van alle bezit bewaard heeft, deze jongens zegenen. Hier zo wat bijzonders. Also wie, en ik wil zeggen, je kan bald zelfs metdenken, aber wanneer ik wil zeggen, dan zeg je im Namen van Vader en van Zoon. Dat wordt Nieuwe Testament version zijn van dit. Wenn hart mal wat du zegt. Dat zegt in vers 15, möchte Gott, den mijn grootvader Abraham en mijn vader Isaac deunden, en de God, die mij dat ganze leven en wat van jou geleerd heeft. Nou wat zegt vers 16? De engel, die mij van alle bezit bewaard heeft, deze jongens zegenen. De engel is ons weer God er dat lastdrung, wat dat zegt. Wenn geen engel zien geen. Dus wat meer doorhängen, als bloos de hand uit de Bibel opgeschreven. Also Jakob heeft ganz unbedingt meer te houden gekregen van wat je aangeeft, als die verherden, wenn die zien deze jongens en zegt, mochte God en dem Herr zijn engel deze jongens zien. En door jet ganz unbedingt wat Besonderes an. Wenn wir diese Geschichte wieder merken, dann gehen wir bloß wieder am Blättern bei 2. Mose 3. 2. Mose 3 haben wir Moses. Und hier ist wo mir die Geschichte mal wirklich der Agram nimmt, wegen des brennenden Busch. Der soll von der verarmte Meinung anderen bei mir auch beginnen. So, 2. Mose 3, du hast Moses den Schubhort, und ich weiß ja nicht mehr, was muss sein Schubhort sein in der Wüste. Wenn ein Schubhort wie abschmackt rein cross, dann muss das interessant sein, aber dort Steine liegen, der Schub, dort wird so zum Old sein. So, wenn ich mich feststelle, Moses hat alle Knieperschhänger reingecheckt, der hat alle Mies gechant, und ich weiß nicht was. Und dann auf einmal hat der Bosch gesehen, und der hat, ich weiß nicht, was das gelitten hat, aber das sagt du wie 4. So, ganz unbedingt, der hat nicht ein Phone zum Games spielen, den die wurde der Schub hatten dort. So, wenn du einen Bosch brennst, dann wird so, oh wow, Tiefverdrieb, dann rennen die auch alle checken, ne? So, das ist bloß, was mir hier daran gehabt hat, wow, der kann noch nicht WhatsApp-Status und da blättern. Und nu brennt du einen Bosch nach, wieder was du hast. Aber weil die das Bosch brennen, aber da wird noch viel mehr als bloß der Bosch brennen und der verbrennt nicht. Hier ist die Geschichte. Moses wir für eine längere Zeit ein Schubhort für seinen Schwiegervater Jethro, der Priester in Midian. Nu joeg hij zijn Schub einen Tag, but an der anderen Seite von der Wildnis, but hij bad Horeb, dem Gottesberg, kwam. En als hij door weer, weiß ik verarm, de Engel vom Herrn en Flammen en ein Bosch. Moses fällt ab, dort durch 4 wir, aber der Bosch nicht verbrannt. Wer wird 4? Du wirst ein Engel. Das sagst du ganz klar. Und als hij door weer, weiß ich verarm, der Engel vom Herrn an 4 Flammen an ein Bosch. Also, nu kriegen wir hier noch ein Partidario haben, für wer hat den Engel gesehen. Moses geht nur den Bosch, jo, du wirst 4. Aber da wird nicht bloß diese Bildgeschichte von, du wirst 4 im Bosch. Dem Herrn sein Engel wird dort 4, was an dem Bosch wird. Dort merkt der Geschichte ganz anders. Wenn ich dann wieder lese, Vers 3, dann sagt dort durch, dann sieht Moses, das will ich mich von dich dabei besäumen. Das ist doch sonderbar, dass der Bosch nicht verbrennt. Und als der Herr sagt, dass er durch Handschäum raubt Gott von am Bosch. Du hast ihn ja, und es wäre eine wahre Sprechung, oder was so erscheint. Wenn dort sagt der Engel vom Herrn, weiß ich am 4 Flammen am Bosch. Und dann im Vers 3 sagt dort, dann raubt Gott
von Ambosch zu Moses. Und da verändert für mich die Geschichte für immer. Da wir nicht, du brennst ein Fieke, und als wir hier Moses stammen von Himmel rauf. Du wie ein Vieh am Bosch. Und da wird dem Herrn sein Engel, und der erklärt sich als Gott, und der redet von einem Bosch zu Moses. Und da passiert, was so ein Bedeutung liegt. Dort sagst du dann wieder, und als der Herr sagt, dass er durch Hand schäumt, raubt Gott von einem Bosch. Moses. Und er sagt, ich sehe hier. Und Gott sagt, komm hier nicht nur und nimm den Foto auf, der steht, ab wo du stehst, als heiligt Land. Und er sagt wieder, ich sehe den Vater sein Gott, Abraham sein Gott, Isaac sein Gott und Jakob sein Gott. Damit bedacht Moses sich dort gesagt, er hat Angst. Wieso hat er Angst? Der will nicht Gott sein. Da meint so viel, dass Moses hat ein Erlebnis, auf Spanisch würde ich sagen, transzendental. Den Herrn sein Engel kam rauf aus einer Vierflamme im Bosch. Dann sagt der Pfarrer so, von einem Bosch redet Gott mit Moses. Dann sagt Gott zu Moses, ich sehe Abraham, Isaac und Jakob, Gott. Und Moses fällt dool und sagt sich das gesagt hat, wenn er auf Angst Gott anzuchecken. Ganz unbedingt passiert was Beteiligung liegt. In Apostelgeschichte 7, weil wir handrehen, um diese Geschichte noch mit interessant zu machen. Apostelgeschichte 7, Vers 30 und 32. Du wird uns dieselbe Geschichte vertelt. Stephanus predigt alles, was er geht. In einem Vers 30, Apostelgeschichte 7, Vers 30, bis 32, du sagst Stephanus das dit. Und um 40 Jahr kam dem Herrn sein Engel nur an. So wer kam nur Moses? Dem Herrn sein Engel. Das haben wir noch gelehrt. Dann sagt er, in der Wildnis umwach Sinai an eine Vierflamme am Bosch. Als Moses hat gesagt, wundert er sich darüber, was er sagt, und als er nur ging, sich dort zu besäuen, hielt er den Herrn seine Stimme. Da seht, ich sehe deine Vater ist Gott, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Dann flottert Moses und er wird sich nicht zu checken. Dort wird ganz bestimmt Gott an diesem Bosch. Und dort wird ganz bestimmt Moses wusste dort Gott wir an diesem Bosch. Gott offenbart sich zu Moses und Moses wird sehr Angst wegen Gott sein, wollte unbedingt nicht. Wir gehen wieder in 2. Mose 23. So in 2. Mose 23. Du hast ein Versprechen, was Gott mögt und das Volk Israel. Und der hat du alle Sorten Verschriften gegeben. Und dann im Vers 20 redet Gott zu Moses und sagt es dit. Nu kijk, ik schick meinen Engel verjünt, dat die nu jünt op een reis oppassen wordt en jünt aan dat land nemen brengen wordt, dat ik voor jünt ruig gemerkt heb. Horcht nu dem en dood wat hij zegt. Ziet am nienig jen aan, während hij verjaft de Waderspans dir nicht. Hij draagt meinen Namen. Okay, so der erste Part ist, wer kann vergeben oder nicht vergeben? Gott. So wenn das Engel nicht vergeben wird, das bedeutet dann also viel, der hat Macht zu vergeben. Merkt ihr das an? So wenn irgendwer sagt, ich will die nicht vergeben, das meint so viel, die können. Und in diesem Fall sagt uns dort, dass der Engel, wo das Volk Israel will, am versprochenen Land anreisen, der hat Macht zu vergeben. Das bedeutet so viel, dass wir nicht ein Engel kommen, dass wir dem Herrn sein Engel. Aber dann sagt er, du hänger an, er trägt meinen Namen. Wem sein Namen? Gott sein Namen. Engel, der Hiebert gesagt, der dreht nicht Gott sein Namen. Ganz
verneef, jet hier Meier an. En dan war we aan dat Israël, dat Volk, wat uit Ägypten rütschheim, die leeren dem Herrn zijn Engel tjan, wenn dat wir die Vierer, wat den in het land aanbrengen deed. Wanneer ons dit dan nu al interessant geworden ist, dann haben wir noch mal bloß just den Umfang von der Bibel mit so gekreuzt. Du hast viel mehr. Richter Kapitel 2, waar we hangen. Josua en du hängen als Richter. Links waren das. Blöd, als ich nicht taupacken. Richter Kapitel 2. Und du so lesen wir am Vers 1, so steht. Dem Herrn sein Engel schreiben von Gilgal nu Bokim und seht, ich hab jünd uit Ägypten rütgebracht und an das Land gebracht, wat ich jene Vaders geschworen hab und gesagt, ich will meinen Bund mit jünd niemals brechen. Je sollen aber keinen Bund mit den Anwohnern von dem Land merken, und ihre Altoren soll die durchrieten, aber je haben mir nicht gehorcht, woran da geht das? Also, nu zien we al aan Jan den Riefer. En de Judai is door dat volk weer heilig en op pot gezet. En die ene vrouw, die kan je al van weit verher. Wer moet met Israël een bund? God, dus keine vrouw, want dat hebben we al geleerd. Beim Sinai, Gott holt sich das Volk, dann merken die, du das ein Handeln, dann sagen die, ich will Gott sein, und die will mir gehorsam sein. So, das haben wir all. Dann sagt es hier so, dem Herrn sein Engel, also, wir kommen mal noch ans Titel. Dem Herrn sein Engel schäum von Gilgal nu Bokim und seht, ich hab jünd uit Ägypten rütgebracht und an das Land gebracht. Wer will das tun? Der Engel will vorabgehen und der will das Volk leiden. Ne? Aber dann hört man, was der Vers sich entwickelt. Das sagt du, was ich jene Vaders geschworen habe und gesagt, ich will mein Bund mit jünd niemals brechen. Das Engel ist ein so besonderer Mensch. Das will ich nicht sagen. Das Engel ist ein so besonderer Engel. Wenn erstens mal sagt der hat Dinge getan, was auf anderen Stellen der Bibel ganz klar sagt, der hat Gott getan. Da meint der einzige Ehe, was Gott trifft. Und das ist gefährlich, wenn dort Menschen da. Wir weiten dort im Neuen Testament, dort, wenn wer sich an die Schauen stärken, sich Gott seine Ehe stellt, da wird nicht fett. Und hier soll wie dort der Engel vom Herrn, Wort sich und sagt, ich habe ihn geführt, ich habe mit ihm den Bund gemerkt, ich habe alles. Und dann fängt wir auf einmal, vielleicht hast du nicht so sagen, dass der Unterschied zwischen den Herrn, sein Engel und der Herr. Aber doch hast du einen Unterschied. Dann gehen wir wieder. Rechter saß, das fühlst du so, mit dieser Geschichte mit. Du hast wie ein Mann, ich war meine Wirt mehr, aber ich war sein, da wie ein Angsthus, nicht sein, da wie eine Schickkreuz. Der sagt du erst so ein Verstärk, und der klappert seinen Wert durch. Und der will unbedingt dort ein Plätzchen nehmen, weil er hat Angst, dass er in seinen Wert futstehen. Und nun passiert, was Sabelt da geworden wird. Und das ist nicht bloß die Geschichte von dessen armen Gideon, was so Angst hat, das ist die Geschichte von wem Gideon begeht. Und hier werden wir uns einen feinen Text lesen, sagt, lest du mit mir tot. Das sagt du, so Rechter saß Vers 11 und wieder so steht. Dem Herrn sein Engel kam und sah sich unter den Ekenbaum bei Opfer. Der Platz gehielt zu dort Grundstück von Kjoakj, einen Mann aus Abieser seine Gruppe, und sein Sohn Gideon wie Jerudobi an dem durch dich belegenden Windschale weiterdraschen, den für die Midianiter in Sicherheit zu bringen. So gut, so wer kommt hier nu und saht sich unter einem Baum durch? Den Herrn sein Engel. So, Hagar weiß wie nicht ganz genau, wo das sagt, wenn dem Herrn sein Engel verdacht schreibt. Abraham, der hat dem Herrn sein Engel auch gesagt, aber hier wollen wir nicht viel durchschreiben. Jakob
on de andere zijde, heeft hij dem Herrn zijn engel gezien? Wat heb je dat gelezen? Wir weten das nicht. Oder Moses. Der hat 4 gesagt. In Israel, der hat eine Wald und der hat 4, was ernt der Wildnis leiden wird. Nu haben wir hier Gideon, den habe ich noch nicht mal angeschrieben, aber Gideon, seine Schächen, what's that day? Okay, so, wenn der Herr sein Engel sich Kondul sagen, dann wo wir selbstverständlich nehmen, wenn der nicht nur ein Mensch sagt, dann lecken der wenigstens zu haben. Ja? Also, so würde ich das sagen. Wer immer Gideon bejahend, der hat Menschen gestohlen. Wer in der können sich in einem Baststuhl sagen, und wir wollen Luther lesen, das ist noch mal interessanter zu wissen. So, Vers 12. Dann offenbar dem Herrn sein Engel sagte ihm und sagte ihm, der Herr mit dir, du kriegst mit ein Heldenmut. Gideon aber sagte ihm, hol mich dort zu Gott, mein Herr, wenn Gott wirklich mit uns ist, wo können uns dann so viel eigentlich treffen? Unsere Väter haben uns doch immer weiter verteilt. Der Herr hat uns in Ägypten hierhin geführt. Wo sind dann nun all seine Wunder geblieben? Der Herr hat uns am Steg gelassen und uns an die Midianiter-Erde hingegeben. Der Herr aber dreht sich nur an und sagt, geh hin an deine Kraft, wo du hast, du sollst Israel aus der Midianiter-Erde raden. Horch, ich hab die geschickt. Wer sagt nun zu Gideon, dort, der soll die Israeliten raten? Der Herr. Okay, so wer soll in dem Bosch? Dem Herrn sein Engel. Ich weiß, ich kann da helfen, aber ich will unbedingt, dass jemand mal horchen, was der Text sagt. Dann lesen wir wieder. Heu aber sagte ihm, mein Herr, mit was soll ich Israel raten? Meine Gruppe ist die kleinste am ganzen Stamm Manasse und ich sie der jüngste an meine Familie. Dann sei der Herr zu ihm, ich war die beistehen, so dass du die Midianiter durchschlagen wirst aus einem Mond. Der wir vielleicht noch nicht. Gideon aber sagte ihm, wenn ich für die genug gefangen habe, dann gib mir ein Ticken, dort wirklich der Herr selbst mit mir redet. Da wäre all interessant. Da wir mit so, vielleicht ist hier in einem Bosch bloß ein schlechter Traum oder vielleicht ein Gouda. Der Herr sein Engel sagt hier in einem Bosch und der redet so, wann der Herr ist. Und ich soll dann nur noch gehen, all sorten down und noch weiter. So, dann sagt er, aber ein Ticken. Dann sagt er um Vers 18, gut nicht war ich, aber ich war dann nur die kommen, in die meine Guf bringen, und die für die Handlei. Und er sagt, ich blieb hier, aber du kämpfst. Und Gideon ging und kocht ein Kassenbackje und backt angesührte Brot von einem Scheffel Mehl. Dann lädt er dort Fleisch an ein Korf und gaut die Suppe an ein Gruppen und bracht alles rüt, nur dem Herrn sein Engel und an dem Egenbaum. Maki wo der Tags dem Herrn sein Engel und der Herr am Dol wechselt, so wenn du nicht mehr Ader hast. So, erstens mal, Gideon würde ja nicht eine Kaskirchen und Brot backen, wenn dem, wem der will bringen, nicht so leid ist, der würde schon abheben, nicht? So, bloß Logika. So, wer immer du in einem Bosch sagt, dort sagst du, dem wird mal Suppe und Zweibackjes bringen, wenn das was ihn bestimmt interessiert. Du musst eine längere Zeit gewesen, als bloß, puff, nicht der Engel hier, dann nicht so weich. Wie lange geht das eine Kaskirche? Früher, wie lange geht das? 3 Stunden, 4 Stunden? Ja, warum muss ein 4 Stunden geht das eine Kaskirche? Und Zweibackjes backen, vielleicht wie Gideon und sagt, beguf da Backer, so dann könnt ihr das Beste gleich, ich würde nicht kennen. Aber einmal, so, was immer du angehoben hast, du hast stundenlang geredet, und Gideon hat mit wem immer du in einem Bosch berät, wach hier mit, ich will mal gut was holen. Und da hast du gewacht, aber Kassen so breit wie ein Zweibackjes gebacken wird. Und dann kommt er zu trägen, und dann auf einmal ist er nicht mehr der Herr, nicht aber der Herr sein Engel, so dass unbedingt hin und her
am Tags. Dann lesen wir das im Vers 28. Aber Gott sein Engel sagte ihm, nimm dort Fleisch und dort Brot und leih dort hier ab den Stein und jäut die Suppe durchüber. Und hei dort. Dann streckt dem Herrn sein Engel den Stock aus, wo er eine Hand hat, und statt mit dem Schwert und das Fleisch und das Brot. Nun, dann fuhr 4 aus den Stein und verbrannt das Fleisch und das Brot. Und der Engel verschwand vor seine Augen. Wow, das ist eine Geschichte. Ja? Dann auf einmal, für mich ist die Geschichte nicht mal langweilig. Du passiert noch länger zugleich. Und ich weiß ganz genau, dass Gideon hat das Erlebnis von seinem Leben. Wer der hat Gott zu sein. Ich weiß, dass wir haben einen Unterschied zwischen einem und anderen, aber ganz unbedingt, wie der Engel, was du in dem Bach sagt, nicht ein Engel. Wenn der, was hier beschrieben, aus der Haar. Vielleicht fragen wir uns dann nu die Frau, Engel oder Haar, wenn das, was das Tags hier tut. Gideon sieht ganz bestimmt eine Gestalt, was ein Mensch ähnlich ist, aber diese Gestalt, was han und her, dem Haar sein Engel und der Haar, was die beiden Nummers gebraucht, zum dem beschrieben. Wenn wir nu all mehr abgeweilt sind, das ist sehr fein. Wenn das ist, was die Bibel soll tun. Und soll das nicht schwierig merken bei dem Punkt, wo wir noch lieber die Bibel lesen. So, wir wollen in selben Richterbuch, Richter 13, so habe ich die Geschichte von Simson, seiner Mama und Papa. So, diese Geschichte, weil wir auch in Fener eng lesen, wenn das so wichtig, dass wir verstehen, was hier angeht, wenn Simson seine Mama, der hat ein Teil Begegnungen. So, wir wollen hier so einmal lesen, und Richter 13, Vers 6, dort sagt du, dann kam die früh Noach und verteilte ihm, du kam ein Gottesmann nur mir, und seine Gestalt leut so aus Gott sein Engel. So, erstens voll, bei Gideon, sagt dort nicht, aber wie wollten dort Leute ein Mensch, wenn die wollen Eten bringen. Hier, das früh sagt all, dort sagt hier so, seine Gestalt leut so aus Gott sein Engel, der zum Fürchten wir, so dort ich am nicht früh, wo er herkam, und er hat mir seine Nummern auch nicht gesagt. So, der früh kam am Morgen und sagt, ich habe ihm gesagt, aber ich hatte Angst um die Frau, wir werden ein Bastard. Und dann sagt der Mann, okay, dann wollen wir beten, vielleicht schickt Gott den noch einmal. Und dann im Vers 8 sagt dort, dann beten wir noch zu dem Herrn und seht, ich bete am Herr, lud doch den Gottesmann, was du geschickt hast, noch einmal nach uns kommen, dass der uns lehrt, was wir mit dem Jungen tun sollen, was du geboren worden soll. Und Gott erhielt sein Gebet, und Gott sein Engel, scheinbar nur der Früh. So, dann wird das nicht bloß ein Gottesmann, nicht heute all dem Herrn sein Engel, nur das Früh. Dann lesen wir vom Vers 9, wie das steht. Dann ran sie schwind nur ihrem Mann und seht am dem Mann, wo vorher nur mich kam, als nu war du. Manoach mögt sich ab und ging seine Frühhänger an und kam nur dem Mann und seht am. Bist du der Mann, wo kurz mit meiner Früh geredet hat? Er sagt, ja, ich sie. Und Manoach flog wieder. Wenn dort nu rumkam, was du gesagt hast, wo soll wir dort dann mit das Kind holen? Was darf das Kind tun und was nicht? Dann sagt dem Herrn sein Engel zu Manoach, von all dort, was ich dir früh gesagt habe, soll sie sich zurückholen. Sie soll keinen Wein drüben eten und keinen Wein oder starke Getränke trinken, und sie soll auch nicht errennet eten. Alles, was ich ihr gesagt habe, soll sie holen. Manoach sagt zu dem Herrn sein Engel, wir möchten die Jieren hier holen, in die ein Kassenbackje reinmachen. Aber dem Herrn sein Engel antwortet Manoach, wenn du mich auch hier hältst, wo ich von den Eten doch nicht eten, aber wenn du weißt, kannst du dem Herrn dort aus Brandopfer opfern. Manoach aber wisst dort nicht, dort dem Herrn sein Engel wir.
Und Manoah fragt dem Herrn sein Engel, was heißt du? Willst wir möchten die doch unseren Dank bringen, wann dort ramtjam, was du uns gesagt hast. Aber dem Herrn sein Engel sagt zu ihm, woran fragst du nur meine Nummern? Die du doch wunderbar ist. Und dann lese ich wieder am Vers 22. Manoah und seine Früh war dort deutlich, der hat mir gerade geredet, wenn du sagst, du, und sehte seine Früh, wie man sterben. Wieso? Weil es wie Gott sein hat. Ganz unbedingt soll uns das ganz leider geben, der Geschichte von Simson und seiner Mama und Papa zu lesen. Wenn die wieder äußerlich im Sinn von, du passiert, was bitte gewöhnlich. Und die müssen den Engel weit lang prachten und sagen, na, sei mal was. Und dann auf einmal klickt er dort. Boom. Boah, wir haben Gott gesehen. Und dann sagt ganz genau ein Mensch. An der Geschichte vom Alten Testament gehen Dinge an, wo wir nicht von reden, wenn wir, ich weiß das nicht ganz genau so. Was wir ihr merken, die von Ihnen, die Computerbibel lesen oder Technologie brauchen, schreibt mal an dem Herrn sein Engel. Dann lest mal die Bibel da und sieht mal verblasst, von wie viel Mal das passiert. Du sagst einen ganz großen Schauf am Alten Testament, wo eine Begegnung haben mit dem Herrn sein Engel, wo wir ganz genau wissen, dass wir nicht ein Engel, dass wir der Herr. Und das gibt uns die Grundlage für das Jesus im Alten Testament Studium. Ich will mit Ihnen dann von der Johannes 1, Vers 18 lesen. Johannes 1, Vers 18. Du sagst das so steht. Johannes 1, Vers 18. Keiner hat Gott jemals gesehen, okay, so dort haben wir klar. Gott, der Herr, den haben wir nicht gesehen. Und wir haben noch nicht bewiesen, als wir dort wir haben. Aber mag, was dort hängen sagt, aber sie sehen, der Gott ist, und ganz dicht beim Vater ist, der hat uns alles von ihm vertraut. Du hast eine Bestätigung, was uns verändern soll. Jesus lässt sich all von Hagar sein. Und wir waren nächstes in der Schule wieder schaffen und mit Gottes Imagine. Ich war Markers zu lesen.